70% von unseren Gesetzen kommen direkt oder indirekt von der EU. Was mischt Chamber danach, wenn so viel schon auf europäischem Niveau dezidiert wird? Aber wie kann ein kleines Land wie Lützeburg überhaupt einen Impact auf europäische Entscheidungen haben? Heute weisen wir, dass die europäische und nationale Politik miteinander verflochten sind. Willkommen bei Parliament Decoded. Ich bin Sven Clement, Deputiert in der Chamber. Heute gucken wir, wie die Chamber mit der EU zusammen schafft. Und wie wir als kleines Land trotzdem als Stempel auf die europäische Politik setzen können. Lützeburg ist von den Gründungsmembern von der EU und hat immer und Vorteile vom europäischen Projekt gelebt. Als kleine Staat profitieren wir immens von einem starken Europa. Mit das heißt nicht, dass die Rolle von der nationalen Chamber verschwunden wird. Die Chamber spielt im EU-Kontext 3 zentrale Rollen. Erstens kontrollieren wir die Positionen von Lützeburg am EU-Rat. Die Regierung vertritt nämlich Lützeburg am Rat von der EU, wo wichtige europäische Entscheidungen geholt werden. Als Chamber können wir die Regierung über die europäischen Positionen zur Rechenschaft ziehen. Für wichtige EU-Sommen können wir Debatten organisieren, wo die Regierung hier geplante Positionen muss präsentieren. Nach den EU-Sitzungen können wir die Regierung auch an die Chamber rufen, für Rapport zu machen. So stellen wir sicher, dass die Regierung die Interessen der Lützeburgerinnen und Lützeburger gut vertritt. Und als Member von der Kommission für europäische und internationale Affären kriege ich regelmäßig Updates über Verhandlungen auf EU-Niveau. Wir können auch parlamentarische Fragen zu EU-Themen und die Regierung stellen. Zweitens überprüfen wir die Subsidiarität. Die EU darf nämlich nicht mehr in bestimmte Bereiche aktiv gehen, wo das mehr sinnvoll ist wie nationale Lösungen. Das nennt das Subsidiaritätsprinzip. Alle nationalen Parlamente an der EU kann neue europäische Gesetzesvorschläge prüfen und eine gelbe Karte weisen, wenn sie meinen, dass die EU hier Kompetenzen überschreiten. Wenn genug Parlamente so eine Karte weisen, muss die EU-Kommission ihren Text zurückziehen und nach einem Kehr übergucken. Als Member von der Subkommission für europäische Affären habe ich die Gelegenheit, alle neuen EU-Gesetzesvorschläge am Lützeburger Kontext zu überprüfen. Das ist eine wichtige Aufgabe, für unseren nationalen Gestaltungsspielraum zu schützen. Und drittens, die Umsetzung von EU-Direktiven. Wenn die EU eine Direktive dezidiert, muss die nach einem nationalen Gesetz umgesetzt gehen. Hier kommt die Chamber ins Spiel, weil wir die nötigen Gesetze müssen stimmen. Das ist eine Schlüsselrolle, weil wir können Details von der Umsetzung nach ein bisschen beeinflussen. Dabei muss ich darauf aufpassen, dass die Ziele von der EU-Direktive erreicht gehen, aber auch, dass die Anpassung in die Lützeburger Realität optimal ist. Ein konkretes Beispiel. Bei der Umsetzung von der EU-Direktive über Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, den RGPD, haben wir als Chamber zusätzliche Präzisionen und Garantien angefordert, die spezifisch auf die Lützeburger Situation zugeschnitten werden. Neben diesen 3 Hauptfunktionen wird die Chamber nach weiter europäische Aktivitäten. Interparlamentarisch Zusammenarbeit, wo wir zusammen mit anderen Parlamenten aus der EU zusammen diskutieren, für Informationen auszutauschen und zusammen über europäische Themen schwätzen. Als Member von der Europäischen Parlamentarischen Konferenz sind ich regelmäßig am Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen EU-Ländern. Wir tauschen uns Erfahrungen aus und koordinieren uns Positionen zu wichtigen europäischen Themen. Als Member von der Lützeburger Delegation bei der Europäischen Space Conference habe ich Gelegenheit, an europäischen Diskussionen über Weltraumpolitik zu nehmen. Gerade für Lützeburg mit seiner Wurzeln der Weltraumökonomie ist das ein immens wichtiger Bereich. Bei der Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit und finanzielle Governance diskutieren ich zusammen mit anderen Deputierten aus der EU über wirtschaftliche und finanzpolitische Themen, wie zum Beispiel Euro, Budgetdisziplin, aber auch die wirtschaftliche Stabilität. Gerade an diesen Zeiten immens wichtig. Und als Member von dieser Konferenz kann ich die Lützeburger Interessen am Bereich von der Finanzpolitik verteidigen und sicherstellen, dass die Besonderheiten von unserem Finanzplatz an die europäische Diskussion mit auflesen. Das ist nämlich wichtig zu verstehen, dass die EU kein externer Markt ist, ein politisches System, an dem wir als Lützeburg aktiv mitschaffen. Und die Chamber ist ein wichtiger Kanal, über den wir als Stimme können an Europa abbringen. Die EU hat einen enormen Einfluss auf das alltägliche Leben. Vom Datenschutz über Lebensmittelsicherheit bis zur Energiepolitik. Dafür ist es so wichtig, dass die Chamber eine aktive Rolle an dieser europäischen Politik spielt. Als Bürger könnt ihr diese Rolle unterstützen, indem ihr euch informiert über europäische Themen. Kontaktiert der Deputiert, wenn ihr Zuleisten zu eurer EU-Politik habt. In der nächsten Episode gucken wir die Rolle von der Chamber an der internationalen Politik über die EU raus. Abonniert schon den Kanal und schreibt das in die Kommentare, welche EU-Themen euch am meisten konzernieren.
Die FDU méi Kompetenzen hunn an bestimmte Bereicher oder soll se Manner hunn. Ech si gespannt op Meinungen.